Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Wir machen auch direkt weiter, hier wieder im gewerteten Modus. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Siege abstauben, um ehrlich zu sein. So. Aber wenn ich dann wieder das nächste Mal aufmache, ist dann wieder April. Und bis dorthin möchte ich eigentlich meine Saisontruhe haben. So, da. Ich bin auch immer noch in der ersten Aufnahmephase, also nicht wundere, wenn ich schon nicht auf eure Kommentare reagiert habe. So, gegen Jäger. Das kann heiter werden. Okay, Kampfschrei, lasst einen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren, verleiht ihm +2/+2. Das ist ganz cool. Dann haben wir den auch noch in Kombination mit der Waffe. Das ist ziemlich gut. Okay. Schauen wir mal, ob wir Glück haben oder nicht. So, wir kriegen noch das hier. Das ist ganz gut. Grüße. Oh, da war eine schöne Karte Rücke hier mit Zitronenschnitze. Grüße. Ja, dankeschön. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Und lassen das noch gut sein. Wie war es nochmal mit dem Lucha? Hat +2 Angriff, wenn ihr überladene Mana-Kristalle habt. Das war das, genau. Okay, er machte Geheimnis. Gucken wir mal, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich finde das Geräusch so geil. Und ein Feind. Okay. Na gut. Dann halt anascht. Etwas mehr Schade gerobbt, als ich mir das gedacht habe. Dann können wir den aber das nächste Mal drauf hauen. Oh, die wird gefährlich. Die wird richtig fies. Wenn wir die jetzt nicht sofort im Keim ersticken. Legt euch nicht mit den Drakari an. So. Genau deswegen die Kombi. Die kann richtig hässlich werden, diese aasfressende Hyäne, weil jedes Mal +2/+1 kriegt, wenn ein Wildtier stirbt. Und der wird wohl ein Wildtier-Deck haben. Und dann sei Viecherle freundlich opfern. Ja, da ist es wieder. Sausack, du opfer ich lieber meine Lebenspunkte als Held. Und schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Okay, er ruft die Giftkobra herbei. Mit sowas habe ich schon gerechnet. Aber die können wir Eifrierer. Und drauf unter Wetter. So. Dann können wir das nämlich noch schön hinauszögern in der nächsten Runde. Oh, okay. Können wir doch nicht. Schade drum. Dann machen wir halt Folgendes. Wir machen Überladung. Dann machen wir den hier rein. Legt euch nicht mit den Drakari an. Und hauen drauf. So. Jetzt hat er nämlich 2 Spottis, gegen die er antreten muss. Der gute Wolf. Ja, einer kann er platt machen. Genau deswegen habe ich auch 2 von der Sorte. Okay. Da bin ich immer gespannt, was er jetzt für Geheimnis parat hat. Vielleicht einem Diener +2/+2. Wenn dieser ein Elementar ist, erhaltet er einen zufälligen Elementar auf die Hand. Okay, muss ich eingehen. Das Risiko jetzt mit seinem Geheimnis. Sag ich doch. Und was kommt jetzt? Das war's. Die klassische Sprengfalle. Okay. Gut. Ich denke, das könnte was wäre hier. Schauen wir mal. Ein Luchs mit Eifer auf die Hand. Okay, mutiert ein befreundetes Wildtier. +3 Angriff. Aua. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Sag ich doch. So. So, so. Dann rufen wir wieder zurück. Mit viel besseren Werte. Und in der nächsten Runde können wir irgendeine Macht auf unseren Elementar hier, auf unseren Sumpfschwapper drauf machen. So, da muss er jetzt schon ein hohes Geschütz, großes Geschütz auffahren, wenn er gegen meinen Drakari-Verteidiger vorgehen will. Schauen wir mal, was er noch parat hat. Er hat allmählich die Mana-Kristalle, um hohe Charaktere, Diener auszuspielen. Ja. Das wird fies.
Das wird fies mit dem hier. Kreiert ein eigenes Zombiest. Das kann gemein werden. Okay. Okay, er hat es trotzdem noch nicht so richtig auf der Hand. Den Ender hat er zwar fertig gemacht, aber... Ihr gehört jetzt dem Moor. Dann packen wir so zurück. Da ist der nämlich auch wieder mächtiger mit 5-5. Dann pushen wir. Und kriegen noch hier einen drohenden Nimbus. Kampfschrei erhaltet einen zufälligen Elementar auf die Hand. Cool. Gut gespielt. Er kann sich jetzt natürlich seine eigene Biester zusammen basteln. Da schauen wir mal, was er jetzt draus macht. Aber wir haben an sich kein beschissenes Deck und keine blöde Karteauswahl auf der Hand. Das kann was werden. Er muss halt aus 3 verschiedene Möglichkeiten Beast zusammen basteln. Und je nachdem, was er zusammen bastelt, kostet es an Mana-Kristalle. Ich bin immer gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Okay, er hat sich eine Legendary gebastelt. Dann machen wir Folgendes. Der hier muss weg. Eure Magie wird euch nicht retten. Er hier. Dann sind wir bei 5. Okay, das ist cool. Ihr gehört jetzt dem Moor. Dann machen wir das so. Und wir holen uns noch ein Elementar. Die Ruhe vor dem Sturm. Sturmfänger der aus Pandaria. Kampfschrei zieht aus eurem Deck einen Zauber, der mindestens 5 kostet. Cool. So, da. Da stehen wir doch gar nicht mal so schlecht, du. Je nachdem, was er sich jetzt wieder zusammenbaut. 6-5. Das ist natürlich auch ziemlich geil an der Werte. Und wir können mal einen Diener zum Schweige bringen, je nachdem, was er sich wieder zusammenbaut. Kann das sehr nützlich sein. Spott erhaltet ein zufälliges Wildtier auf die Hand. Auch das können wir unterbinden. Und die Mutation können wir ebenfalls wieder unterbinden. Funktioniert alles soweit. Aber er macht definitiv wesentlich gefährlichere Bestien. Das hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Jetzt machen wir Folgendes. Eure Magie wird euch nicht retten. Denn hier 2 bis 3 Schade für alle. Und was übrig ist, attackieren wir noch. Okay. Dann machen wir fertig. Und so machen wir das. Das könnte eine Chance auf einen Sieg sein, je nachdem, was er auf der Hand hat und je nachdem, was er sich an zufällige Sachen noch ausrechnet. Unsere Arena ist übrigens Sturmwind so nebenbei. Okay. Das wird jetzt gefährlich. Er pusht wieder seine Hand auf. Und wenn er jetzt noch irgendwas Flächendeckendes hat, haben wir auch ein bisschen Pech gehabt. Das Blatt kann man noch wenden an seiner Stelle. Das funktioniert noch. Aber unser Diener sind nicht die schlechteste von den Werte her. Sogar ziemlich gut. Wir machen 15 Schade, wenn wir pur auf der Held drauf gehen. Und dazu haben wir noch Alakir, den Windlord, ne? Okay. Gut, jetzt sind wir bei 12 Schade nur noch. Düster Maulwurf und Geheimnis. Finde ich nicht so berauschend, wenn er Geheimnisse ausspielt. Ich muss das ausprobieren. Sterbt. Das habe ich mir gedacht, dass sowas kommt. Haben wir denn hier noch? So, der hat nämlich alles, Alakir, der Windlord. Ansturm, Gotteschild, Spott und Windzorn. So, wir haben immer noch den hier. Für 5 Schade willkürlich zu verursachen, bei wem wir wollen, bei Held oder Diener. Wir haben noch den hier. Zieht aus eurem Deck einen Zauber, der mindestens 5 kostet. Ob ich sowas hab, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich mein Deck gerade auch nicht auswendig kenne. Aber wir haben immer noch gute Chance auf einen Sieg derzeit. Je nachdem, wie viel er von meinen Minions jetzt noch platt macht. Okay, er heilt sich wieder. Das wird fies, das wird fies. Okay.
Jo, das ist gewonnen, das Ding. Definitiv. Gut gespielt. So. Das war's dann. Gut. Dankeschön. Das lief doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Noch 3 weitere Siege. Und da wir hier noch 3 Siege errungen haben, kriegen wir noch 10 Gold. Sehr schön. Okay, zusätzlich noch 4 weitere Siege, um die neue Heldin zu kriegen. Dann machen wir doch mal wieder mit Jaina weiter. Abwechslung muss sein. Aber wie gesagt, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weil es mal erst die Aufnahmephase ist, dass ich euer Kommentare sehe, je nachdem, ob ihr mir noch Decks empfehlt für andere Klasse. Wäre halt ganz cool, damit wir abwechseln können. Dann schauen wir mal. Okay, wer ist der Nächste? Magier gegen Magier. Gegen Jaina. Gegen die gute Holmes. Ihr habt es so gewollt. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich gut aus für mich. Die behalten wir gerade so. Dann muss ich in der zweiten Zug den Mana-Würm ausspielen und dann habe ich in der dritten Runde im Prinzip freie Auswahl bei den Zauber. Mit 3 zufällige Schade oder 3 Schade und Eifrierer. Okay. Hallo. Die Karte hauen wir auf jeden Fall mal nicht am Anfang gleich raus. Wieder ein Sturmwind. Machen wir mal die Kerch kaputt. So. Okay, Sindragosas Hauch fügt einem zufälligen feindlichen Diener 2 Schaden zu und friert ihn ein. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und wenn er nur einen Minion auf dem Schlachtfeld hat, dann trifft es natürlich den. Das ist ganz gut, ja. Das sind also Niedrigzauber, die ziemlich effektiv sind. Willkommen beim Feuerspektakel. Ihre nächste Heldenfähigkeit in diesem Zug verursacht 2 Schaden mehr. Dann macht er 3 Schaden. Schade. Okay, da er das anscheinend permanent macht, machen wir den Kasper weg. Und verzichten darauf, einen Zauber auszuspielen. Okay, ich habe 5 Karten, Gegner hat 6 Karten, 23 zu 24. Okay. Tavernen machen wir zu, Schild machen wir auch mal ein bisschen kaputt, die Schindeln robben wir runter. Und tun wir mal Loch in den Glockenturm. Okay. Er spielt also den hier aus. Na gut. Dann weg mit dem. Ich bin einfach mal so frei, einen Feuerball für sowas zu opfern. Weil der kann auch relativ gefährlich werden. Gerade wenn ihr Elementardeck hat und ihr Jungs dann pusht, kann das etwas fies werden, das Ganze. Bam, bam. Bam, bam, badam. Willkommen beim Feuerspektakel. Okay, er wieder. Dann machen wir es folgendermaßen. Elementar wird hergeholt. Und einmal Arkane geschossen, in der Hoffnung, es trifft den Knödelkorb hier. Jawohl. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier nächste Runde Karte ziehen mit unserem Brandelementar, da wir in der Runde unseren Wasserelementar ausgespielt haben. Oh, okay. Gut, dass es ihn hier trifft. Ich mag auch diese Hearthstone-Musik, die ist so richtig chillig. Ich mag das. So. Das ist gerade so Krache. Okay. Bevor der jetzt irgendeinen Flächezauber macht, verzichte ich auch erstmal auf meine Spottspiegelbilder in Gold. Okay. Cool, cool. Noch ist alles offen. Ich habe einen großen Zauber rauskauer mit Feuerball. Er hat mit Verwandlung einen großen Zauber rauskauer. Tja, ist noch wirklich alles offen hier. Realität erschaffen. Mindestens. Lass diesem Herzen sprechen. Okay. Deckt einen Zauber auf. Hat er mehr? Dann kriegt er wohl Verwandlung. Das heißt, ich musste mit rechnen, dass er Verwandlung nur ausspielt. Okay. Dann machen wir doch mal Folgendes. Wir gehen mit Sindragosas Hauch auf einen zufälligen Diener drauf. Trifft ihn. Dann machen wir den hier fertig. Wir holen uns den hier. Der wird wahrscheinlich geschiebt. Könnte ich drauf wetten.
Was war das mit dem Kampfschrei? Okay. Da muss ich wohl damit rechnen, damit das einer von meiner Minions hier geschiebt wird. Entweder der Teerkriecher oder der Brandelementar. Das wird jetzt so oder so kommen. Das würde ich nämlich an seiner Stelle machen, um zu verhindern, dass meine Minions hier groß werden. Schauen wir mal, was er macht. Machen wir das Licht aus hier bei der Kirche. Hier ist Zappeduster. Okay. Gucken wir mal. Hoffentlich habe ich den höheren Zauber. Ne, er hat's. Zorn des Drachen. Muss ich gerade mal gucken, was das für ein Zauber ist. Habe ich jetzt irgendwie lesen können? Ja, geschiebt auf jeden Fall. Deckt einen Zauber aus eurem Deck auf. Fügt allen Dienern Schaden zu, der seinen Kosten entspricht. Das ist gemein. Das ist fies. Okay. Fügt für jede Karte auf eurer Hand einen zufälligen Feind einen Schaden zu. Riskieren wir es doch einfach mal. Erblickt den Kosmos. Okay. Dann machen wir das mal weg. Und ruffende Wetter, weil seine Lebenspunkte immer schon ordentlich Schade zugefügt. Das sieht ganz gut hier für uns aus. Kriegt man ach noch hier. Ach ja, bevor ich jetzt weiter singe und nur schreckliche Geräusche verbreite. Okay, sehr gut. Genau deswegen habe ich auch meine Spottis noch nicht ausgespielt. Arkan-Tyrann. Okay. Dich kriegen wir auch noch hier, Kumpel. Nee, das kriegen wir nicht mehr hier, die 2 in Kombination. Aber denn hier. So, wenn man wieder so einer kriegt, bringt uns leider nichts. Dann müssen wir den wegmachen. Der wäre sowieso kaputt. Sodela. Dann schauen wir doch mal, ob wir unser Glück hier noch weiter versuchen können. Ich habe nicht mehr viel auf der Hand. Aber die funktionieren wenigstens in Kombination zueinander. Ich habe die Hoffnung, er beschwört so viele Minions wie möglich. Das war's. Scheiße. Okay. Das war blöd. Süße Essen. Okay. Gut. Ich hau jetzt alles raus. Okay. Irgendwie muss ich es ja lösen können, ne? Irgendwie muss ich hier drauf gehen. Auf den Gegner drauf gehen und nicht selber drauf gehen. Aber 6 Schaden können jetzt meine Minions bei ihm machen. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Und er ruft jetzt leider auch keine raus. Ich brauche irgendeine rettende Karte, irgendeinen Deus Ex Machina bräuchte ich. Ja, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, der ist auch gut. Ausgezeichnet. Dann machen wir doch mal die Kombi. Und gehen auf ihn wieder drauf. Weil da müsste er schon seinen Arkan-Tyrann opfern. Tja. Es sei denn, er hat wieder irgendeinen lustigen Zauber parat für uns. Schauen wir doch mal. Wenn er noch Blizzard im Deck drin hockt, ist es natürlich etwas blöd. So, 12 zu 12 Karte, aber ich habe kaum noch was auf der Hand. Das wird etwas doof. Der hat natürlich noch die Qual der Wahl, was er machen kann. Und hat diverse Züge noch... Scheiße. Kacke. Das wird fies. Das wird richtig fies jetzt für uns. Ich kann jetzt nur noch drauf gehen, so gut wie möglich ihn anzugreifen. Nee, du musst meinen Spotti attackieren, Kumpel. Aber dann jetzt... Nee, er opfert ihn nicht. Okay. Dann... So. So. Drauf. Und in der Hoffnung, ihn platt machen zu können, wenn er keine flächendeckende Zauber mehr hat, um meine Minions alle niederzumachen. Muss ich alles auf eine Karte setzen, was anderes geht hier nicht mehr. Okay, schauen wir mal. Er hat noch 4 Karten parat und kann immer noch diverse Sachen treiben, aber das kann er noch nicht einsetzen, es sei denn, er hat irgendeine schöne Karte, um hier nochmal flächendeckend Schade zu machen. Damit er nochmal so ein Elementar herbeirufen kann.
Ne Prise Totenpilz, die Ferse eines Schuhs. Ein 6 kostet Diener. Eure Mondschatten erheben. Blinder Krähenfuß. Diener auf eurer Hand haben Echo. Scheiße. Das ist bitter. Ich brauche einen rettenden Zauber, damit ich durch den durchkomme. Spottis müssen nämlich als erstes niedergemacht werden. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Sehr gut, genau darauf habe ich gehofft. Perfekt. Dann habe ich, Moment, 3, 6, 7, 10. Passt perfekt. Jo. Schwein gehabt, ihr liebe Leid. Sehr gut. Gut, dann kommen wir von der Geflügelwertung. Kommen wir direkt hoch. Sehr schön. Puh. Und ich würde sagen, ihr liebe Leid, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu einer neuen Runde von Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wo wir versuchen, nochmal die 2 Siege zu erringen. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Iron Yankee.